meine lieben Leute. Die nerdigen Vögel melden sich zurück mit der 3. Folge. Ich bin heute euer heutiger Host und mit dabei sind der Chris. Hallo. Der Andi. Ciao. Und ich, der Raffi. Der Eddie hat heute leider keine Zeit. Der hat gerade eine Platte und schafft es leider nicht bis zu seinem Computer. Aber wir schaffen es auch so. Wir vermissen dich, Eddie, an dieser Stelle. Schade, dass du nicht dabei bist. Aber ja, also ich finde es schon ein bisschen auffällig. Er ist gerade jetzt krank geworden, nachdem der Renato Kaiser seine Seite geliked hat auf Facebook. Also da ist schon irgendetwas ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber ja. Vielleicht Raffi, hast du jetzt gesagt, schade, dass du nicht dabei bist oder schade, dass du nicht ein Weib bist? Das ist so eine blöde Sache. Du weißt schon, dass ich alles rausschneiden kann, was mir nicht passt, gell? Gut, eben. Missbrauch deine Macht nicht. Macht fühlt sich gut an. Auf jeden Fall, bei der heutigen Folge wird es fast schon ein bisschen intim. Wir erzählen von unseren ersten Berührungen, unseren ersten Erfahrungen und geben euch einen Einblick in unsere Gefühlswelt und erzählen von unseren ersten grossen Lieben, unsere ersten tollen Games. Aber ich glaube, das hast du jetzt ein bisschen lang rausgezögert. Die meisten Leute haben schon in völligem Schrecken und Panik abgestellt wahrscheinlich. So, was? Nein, das wollte ich nicht hören. Ja, weißt du, so ein bisschen provozieren, weißt du? Das ist wichtig. Wir lernen das jetzt so. Ich könnte am Schluss in einer Nachlese noch ein paar Spiele erzählen. Nein, ja, ist gut. Nein, wir lernen es. Aber eben, ich versuche heute als Host das Ganze ein bisschen unter Kontrolle zu behalten. Und darum gehen wir gerade weiter. Und wie jedes Mal erzählen wir das erste Mal kurz, was uns so bewegt hat. Meine lieben Mitnerds, was ist gelaufen diese Woche? Oh ja. Darf ich zuerst? Mach. Okay, also ich muss das unbedingt loswerden, weil das letzte Mal haben wir über Power Rangers geredet und Serie und so weiter. Und dort habe ich ja gesagt, dass ich den Film noch nicht gesehen habe. Dummerweise, gerade am Tag, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, der letzte, bin ich Power Rangers ins Kino schauen gegangen. Und ich muss sagen, ich habe meine Erwartungen extrem tief gehalten, seit ich das erste Mal davon gehört habe, dass sie den Film machen. Aber holy shit, er ist verdammt gut. Er ist wirklich gut. Und zwar nicht nur für Power Rangers Fans. Ich würde sogar fast sagen, für Leute, die nicht spezifisch Power Rangers Fans sind, ist er fast besser. Es ist ein relativ typischer Superheldenfilm. Und es benutzt natürlich Sachen aus der Welt der Power Rangers, aber es ist wirklich... Es ist etwas Neues, es ist etwas anderes. Es ist nicht vergleichbar mit der Serie. Nicht im entferntesten. Also, kein Plastikmonster mehr und schlechte Texte und schlechte Animationen. Nein. Die Grafiker wollte ich immer sagen, ich bin so ein Gamer. Die Computereffekte sind ziemlich gut. Es hat ein paar recht gefürchtige Stellen drin, wo du wirklich so ein bisschen leicht horrormäßig, so ein bisschen psychomäßig. Ja, wirklich interessant. Dann die Heldenmomente sind wirklich gut. Was aber wichtig ist zum Wissen für die Leute, die den Film schauen wollen, er ist super, aber man muss wissen, auf was man sich einlädt. Wenn man erwartet, dass man dort hingeht, nein, wirklich wichtig, wenn man erwartet, dass man dort hingeht und einen 2-stündigen Actionfilm sieht, dann wird man enttäuscht sein. Also es ist wirklich, die ersten 2/3 bis 3/4 vom Film sind Charakteraufbau. Also das heisst, es geht um die Teenagers. Jeder Charakter wird wirklich innig vorgestellt und du lernst, was die Leute motiviert, was sie für Leute sind, woher das sie kommen, was sie erlebt haben und so. Das ist eine der interessantesten Casts, die ich in einem grossen Budgetfilm gesehen habe in den letzten paar Jahren. Ich meine, in der Hauptrolle hast du einen Weißen, okay, dann hast du einen Asiat, einen Schwarzen, eine Latina und eine Engländerin mit auch noch irgendwelchen Wurzeln, die nicht im weißen Bereich sind, aber ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, was. Einer von denen ist ein Autist und es wird nicht als Joke gebracht. Es ist nicht so ein «Haha, schau dir mal den Behindi an», überhaupt nicht. Sondern es ist einfach... Ja, es ist fantastisch. Einer der Charaktere ist homosexuell. Es wird nicht mega fest auf das eingegangen, aber du siehst einfach, wie die Person das beschäftigt und wie die Person versucht, mit dem umzugehen und was sie für Probleme hat im Alltag. Und es sind halt Kids, die Probleme haben, oder? Du siehst, sie haben es nicht einfach. Der eine hat einen Scheiß gemacht, der andere kann nichts für seine Umstände und so weiter und so fort. Und es ist wirklich interessant. Sogar der Zordon, wo in der Originalserie fantastisch war, auf die Art, dass er der liebevolle, grossväterliche, Sammy Klaus-ähnliche Typ war, ist in diesem Film interessanter auf die Art, weil er einfach
einen viel tieferen Charakter hat. Er ist nicht der gottähnliche, gütige alte Vater, der alle liebt und versucht, allen zu helfen, sondern er hat einen interessanten Charakter, er hat eine eigene Arc, er muss Sachen lernen, oder? Und ich kann nicht mehr verraten, ohne etwas zu spoilern aus dem Film, aber er ist wirklich gut. Und sie werden definitiv mehr Film machen, weil es wird ab der ersten Minute klar, sie sind am Worldbuilding betreiben. Stichwort für die letzte Woche zugelassen haben, Worldbuilding. He? Aber es wird wirklich... Was für eine Überleitung. Ja, sie sind wirklich am Aufbauen dort. Es werden Sachen erwähnt, wo Langzeit-Power Rangers-Fans so, oh wow, okay, sie nehmen das wirklich drin. Okay, weil das ist Zeugs, Arcs, die sich über 6-7 Jahre erstreckt haben in der Serie. Weißt du, denkst so, wow, das ist wirklich... Sie geben sich Mühe dort. Also ich muss sagen, der Film wirklich 1A. Es hat 1-2 kleine Sachen gehabt, die mich gestört haben, aber ich glaube, das war mehr gewesen, weil ich halt wirklich ein Fan bin früher. Aber der Film, wirklich, gehen schauen. Er ist fantastisch. Ja. Das hat mich beschäftigt. Noch etwas anderes, aber über das wird der Raffi später reden. Von dem her, ich bin so steil. Interessant. Also ich habe mich eigentlich bis jetzt gewehrt, den überhaupt nur schon anzuschauen. Aber in dem Fall müsste man sich das gleich mal gönnen. Ja, ich bin eben wirklich lange überzeugt gewesen, dass sie den Film voll verkacken werden. Dass Leute am Steuer sein werden, die nicht verstehen, was die Serie gut gemacht hat. Aber wirklich der ihn gemacht hat, er hat sich wirklich damit beschäftigt und hat sich Sachen überlegt. Und er hat gesagt, wir können nicht alles 1:1 übernehmen, das macht auch Sinn, weil ich meine, die Serie ist wirklich kitschig auf eine Art halt. Aber sie haben wirklich das genommen, was gut war und sie haben neue Sachen hinzugefügt, die wirklich gut sind. Also, mal. Cool. Ja. Andi, hast du vielleicht noch irgendetwas dazu zu sagen, wie du deine Power Rangers Serie-Session überlebt hast? Ja, überlebt gut, ich bin noch dran. Ich habe jetzt dank Chris RPM vorgezogen und es ist der beste Tipp, den ich in letzter Zeit bekommen habe, so abgesehen von nimm da Hand von dem Arsch weg, ist wirklich genial. Nein, es ist ganz auf einem anderen Niveau und bin mega fasziniert davon, wie geil das gemacht ist. Echt, das hat schon, die Kamera ist anders geführt, es ist dunkler, die ganze Story hat einen ernsteren Touch drin, so wie ich es bin noch nicht ganz durch, bis jetzt gesehen habe. Gefällt mir mega gut. Was mich sonst beschäftigt hat, ist eigentlich nicht besonders viel. Ich habe da mit dem Podcast ein bisschen Probleme und ich kann jetzt morgen das Gleiche machen, wie meine Therapeutin immer gesagt hat. Ich muss an meine Einstellungen arbeiten, weil irgendwie nimmt das Zeug nicht so sauber auf. So ein blöder Sieg. Aber machst du jetzt die dummen Witz, weil Daddy nicht da ist, weil er ist sonst der Comedian, aber... Ja, einer muss den Part übernehmen, du machst das gut, es ist okay. So toll, so lustig, so ein guter. Ich will nicht so dumm tun, er hat den Scheiß geschrieben für mich. Sag ihm gescheiter Danke. Genau, ich kenne mit seinen Humor. Er wird nie so einen schwachen Witz machen. Oh, anyway, sorry, ja, du hast die dunklen Pfaden von meinem drecksblöden Humor noch nicht mal ansatzweise gesehen. Ist eigentlich... Ich kann es mir vorstellen. Nein, kannst du nicht. Item. Genau. Ich habe jetzt Nein, schon das heisst anyway. relativ krass, ich habe jetzt schon relativ krass vergessen, was mir eigentlich sonst so gegangen ist. Und darum würde ich sagen, ist das egal und wir steigen ins Thema ein, oder? Ja, ich wollte aber auch noch etwas sagen, ganz schnell. Das ist das Problem. Also, wir haben gesagt, es geht... Nein, okay. Eben, ja. Yooka-Laylee. Das ist ein neues 3D-Plattformerspiel von Playtonic. Haben das gemacht, Playtonic Games. Ja, ich persönlich freue mich sehr drauf, weil das sind ja die ehemaligen Rare-Mitarbeiter. Zum grössten Teil, genau. Also ich glaube 4-5 Stück, oder? Ich glaube etwa 6 oder 7. Also sie haben mittlerweile ganz viele Leute angestellt, die auch ursprünglich dort... Ja, also wirklich sehr viele ehemalige Rare-Mitarbeiter und ein paar neue Leute, die ursprünglich einfach Fans waren, so wie wir. Genau, eben. Und bei Rare sollte es auch eigentlich schon klingeln. Einer der erfolgreichsten Titel, Banjo-Kazooie, wo ich bis heute über alles feiere. Also Nintendo 64-Titel. Donkey Kong 64. Donkey Kong 64. Conker's Bad Fur Day. Perfect Dark. Ah, no, genau, stimmt. Komm, jetzt musst du nicht so oben runterlassen. Er ist der Host, komm. Ich kann ihn unterstützen. Das ist toll. Ich meine, wir haben gesagt, wir können das vielleicht noch zusammen erläutern, weil die ganze Geschichte hinter dem Playtonic Games hat der Chris diverse Infos. Ja. Und hat selber auch können mitwirken bei dieser ganzen Sache.
So ist es, ja. Ich bin Kickstarter gewesen. Genau, Oder das immer haben wir eigentlich. über Kickstarter finanziert worden und sollte jetzt bald erscheinen, oder? Am 11. April, also je nachdem, wann der Podcast aufgeht, ist das Game natürlich schon draußen. Schauen wir, dass vorher raufgeht. Ich schneide schnell. Ja, wir haben einen Termin, also... Gut, eben, möchtest du mal erzählen, wer da hinter dem Playtonic Games steckt und wie das dazu gekommen ist? Dass sie Sehr nicht gern. Rare sind. Okay, also, eben, wie schon erwähnt, Donkey Kong 64 ist wahrscheinlich für jeden Hörer ein Begriff, wenn er sich irgendwie mit Games beschäftigt hat. Dann, und das ist, oder Donkey Kong Country, mit dem hat ihre grosse Erfolgssträhne angefangen. Sie haben, glaube ich, angefangen mit Beat'em-up-Games. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein. Killer Instinct, könnte das sein? Ist das könnte von Rare sein. gewesen? Könnte sein. Ich glaube, es war von Rare gewesen, ja. Eines von den ersten Games auf dem Super Nintendo, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben sie, Nintendo hat wollen, dass sie irgendetwas mit Donkey Kong machen, weil Donkey Kong zu dieser Zeit ist eigentlich Donkey Kong gewesen, das allererste Donkey Kong Game, wo man den Mario das erste Mal gesehen hat. Also der Jumpman hat er da noch geheißen, Ja. und Donkey Kong Junior, wo relativ ähnlich war. Und danach haben sie gesagt, macht etwas mit dem. Und Rare hat gesagt, easy peasy, wir machen euch eines der besten Plattformer-Game aller Zeiten, kein Problem. Und babam, und danach haben sie ein Game gemacht, wo bis zum heutigen Tag immer noch eines der besten Plattformer-Games aller Zeiten ist. Und dann ist die Erfolgssträhne einfach losgegangen. Praktisch alles, was Rare angelangt hat, ist zu Gold geworden. Und Nintendo hat relativ schnell mal gemerkt, wow, die Leute, die sind gut, die müssen wir beibehalten, und hat sich Rare praktisch einverleibt. Also es war eine Firma, die eigenständig war, aber ausschließlich für Nintendo halt Games gemacht hat. Ja, das heisst, sie haben das Budget von Nintendo können brauchen, und Nintendo hat Marketing gemacht, und dafür haben sie können Games machen, so wie sie haben wollen. Und Rare hat sogar einmal gesagt, schaut, Nintendo, Jungs, es ist geil und so, uns gefällt die Arbeit mega gut, wir würden gerne aber mal etwas machen, wo nicht unser typisches Publikum angeht. Also etwas für über 18-Jährige, etwas für Erwachsene. Und Nintendo hat gesagt, schaut, easy, ich meine, ihr habt euch so viel Geld reingeholt, ihr wisst, was ihr macht, eure Games sind immer Hits, macht, was ihr wollt. Und danach hat Rare Conker's Bad Fur Day gemacht. Ein Game, wo du ein Eichhörnchen spielst, das Game war ab 18 gewesen, es war mega primitiv gewesen, der Andi würde es lieben. Ich liebe es, es war mega primitiv gewesen. Es hat mich, Ja, es hat natürlich, meine ganze Existenz auf wesentliche Art beeinflusst. Du bist ein Mensch, fleischgewordener Conquer. Also es ist wirklich, das Game ist, ja, anyway. Es ist offenbar ein riesiger Hit gewesen. Ich muss leider zu meiner Schande gestehen, ich habe es nie gespielt. Aber das werde ich auf jeden Fall irgendwann mal nachholen. Aber Ja, 2001 ist das gewesen. Ganz genau, ja. Eines von ihren letzten Games, die sie noch gemacht haben, auf dem 64. Und dann Microsoft so, wir machen unsere eigene Konsolen, oder? Das war die erste Xbox gewesen, und haben gesagt, wir brauchen das cooles Studio. Also haben sie Rare aufgekauft von Nintendo. Und am Anfang hat es da okay ausgesehen, und danach ist es einfach langsam bergab gegangen. Rare hat immer weniger Freiheiten gehabt, sie haben immer mehr Kontrolle gehabt durch Microsoft und Leute, die ihnen gesagt haben, was sie machen müssen und was sie nicht machen können und was die Leute sehen wollen und was nicht, weil Microsoft ja alles Focus-Groupen tut, aber, und einfach nicht auf Fans los, sozusagen, oder? Ja. Und danach haben sie einfach immer schlechtere Games gemacht, Rare, weil du einfach irgendwann mal gemerkt hast, die Seele ist einfach nicht mehr in dieser Firma rein gewesen. Es sind Leute entlassen worden, die seit am Anfang von Rare dabei sind. Es sind Leute freiwillig gegangen, die einfach die Nase voll hatten. Und dann nach langem Hin und Her haben dann vor etwa 2 Jahren, haben ein paar 6 ehemalige Mitarbeiter von Rare sich zusammengeschlossen und gesagt, Jungs, fuck it, wir machen unsere eigene Firma auf, und haben Playtonic gegründet. Und danach haben sie ziemlich genau vor 2 Jahren eine Pressekonferenz gehalten, wo sie gesagt haben, wir arbeiten an einem neuen Game, wir machen das Game so oder so, aber wir machen einen Kickstarter, der uns helfen sollte, das Game besser zu machen, als wir es allein machen können. Sie haben 25'000 Pfund wählen, und sie haben das innerhalb von 20 Minuten erreicht. Yes. 20 Minuten. Stell dir das Der Dude, der das online gestellt hat, hat einen Refresh gemacht, nachdem er den Kickstarter live geschaltet hat, und ist ein bisschen perplex gewesen, weil es schon Geld drauf hatte. Und er denkt, das ist physisch nicht möglich. Wir haben die Leute schon Geld senden, ich habe es vor 2 Sekunden online gestellt. Und nach 20 Minuten haben sie es erreicht gehabt. Nach einem Tag sind es auf 1 Million gewesen. Wow. 1 Million Pfund. What? Und am Schluss vom ganzen Kickstarter-Event und so, haben sie irgendwie 2,8 Millionen gehabt oder irgend so etwas. Und das ist einfach der grösste Mittelfinger gewesen, den sie haben können Microsoft zeigen. Oder so.
ihr habt uns gesagt, das will niemand, die Art von Games, die wir früher noch gemacht haben, da ist der Beweis, es ist immer noch möglich und die Leute wollen es immer noch sehen. Und sie haben gesagt, gut, wir haben das Recht nicht zu Banjo-Kazooie, weil die gehören jetzt natürlich Microsoft, aber wir machen ein neues Game, wo praktisch Banjo-Kazooie 3 ist, aber es heisst halt nicht so und es sind andere Charaktere, aber es ist eigentlich genau das Gleiche. Was uns natürlich jetzt zu den Kritiken bringt, wo der Raffi darüber reden will, weil für die einen Leute ist das nicht nur positiv gewesen. Leider, ja. Also, wie gesagt, der Chris und ich haben uns noch fernab vom Podcast darüber unterhalten, dass es eben bald rauskommt und wir beide uns auch darauf freuen, sehr freuen. Weil ich persönlich, ich verlange in meinem Innersten schon extrem lang nach einem neuen 3D-Plattformer. Oder? Selbst Super Mario, wo für mich damals, Super Mario 64, wo damals genial war, ist nicht mehr so gekommen. Wir hatten das Ganze noch gehabt mit Mario Galaxy, aber es war gleich nicht das Wahre gewesen. Es ist nicht, für mich nicht wirklich. Ja, es ist anders, ja. Es ist absolut anders. Oder? Und ich habe, was habe ich denn? Ich habe irgendwann mal noch Spyro gespielt und so und habe mir ein paar Mal überlegt, Skylanders zu holen, nur wegen dem bisschen Gefühl. Nur weil es farbig aussieht und im Zeug kannst du rumlaufen. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich es scheiße finde. Ich finde es scheiße und würde es mir nie holen. Und vor allem die hure figürliche Kauferei daneben. Egal. Furchtbar! Ich tue sicher keine Figürchen kaufen für meine Games. Hey, willst du mir nie Amiibo-Sammlung an? Amiibos sind etwas Wahrscheinlich anderes. beim Raffi daheim, ja. Ja. Wir können dann irgendwann mal das Bild online stellen von seiner Amiibo-Sammlung. Aber ist ja gleich, Raffi, erzähl weiter. Auf jeden Fall habe ich jetzt die letzte Woche mit Schrecken müssen feststellen, dass Tests publiziert werden von dem Yooka-Laylee-Spiel, wo leider sehr schlecht ausfallen. Und ein paar. Ja, eben, dazu komme ich noch. Auf jeden Fall hat es da den Jim Sterling von Jimquisition, wo unter anderem auch da bei dem Kickstarter-Projekt mitgewirkt hat, gesagt hat, ich zitiere, also übersetzt natürlich, wenn es etwas über Yooka-Laylee zu sagen gibt, dann dass Playtonic es absolut getroffen hat, einen Plattformer aus den späten 90er zu schaffen, aber das ist nicht als Kompliment zu verstehen. Genau. Das finde ich hure hart. Das ist schon... Ja, das Problem ist natürlich, man muss natürlich sagen, Nintendo 64 Plattformer-Games aus dieser Zeit, die sind nicht perfekt gewesen. Die haben zu den allerersten 3D-Games gehört. Das ist etwas Neues gewesen da. Die Leute haben noch nicht, das haben wir das letzte Mal oder vorletztes Mal schon mal diskutiert, wo es um Breath of the Wild gegangen ist. 3D-Games sind neu gewesen zu dieser Zeit. Die Leute haben noch nicht ein fixes Schema gehabt, wie das gewisse Sachen funktionieren. Jetzt nur mal die Kamera zum Beispiel. Du hast keinen zusätzlichen Stick gehabt, um die Kamera separat zu steuern. Und ganz viele solche Sachen, die Leute halt zum ersten Mal gemacht haben und wo mittlerweile halt besser geworden sind, oder? Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was er halt meint, oder? Es hat sich nicht mitentwickelt mit den anderen Sachen. Okay. Aber ja, ich verstehe natürlich schon. Ich finde es gleich schade. Meine, vor allem, wenn man auch Geschichten hinterher anschaut. Okay, mich stört es zum Beispiel auch, wenn ich irgendein Spiel spiele, irgendein HD-Remake von einem PlayStation 1-Spiel und sie einfach nur eine hübsche Textur über die 3D-Gerüste drüber gehängt haben und sonst nichts verbessert haben. Das stört mich auch. Muss ich ganz klar sagen. Und ich kann sie ja noch nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gespielt habe. Genau, das müssen wir natürlich noch sagen. Oder? Wir nehmen das zu einem Zeitpunkt auf, wo wir es noch nicht gespielt. Ja, vielleicht bei der nächsten Folge muss ich das reinrühren und sagen, dass Gott schlecht war. Aber mal schauen. Ja, vielleicht machen wir auch einzelne Sendungen darüber. Ich weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Über Sachen, die schlecht sind? Ja. Ja. Nein, spezifisch Yooka-Laylee. Yooka-Laylee, wir sind immer noch bei Yooka-Laylee. Ja, ich finde es einfach schade, dass er wirklich eine Bewertung von 2 von 10 gegeben hat, der Jim Sterling. Und ich glaube, er hat einfach etwas anderes erwartet, wahrscheinlich. Vielleicht ist er ein bisschen emotional behaftet, weil er noch Geld investiert hat drin. Vielleicht kommt das auch noch dazu, ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall, der hat jetzt... Ich bin ja nicht sehr, sehr, sehr gut im Englisch, aber ich habe mir seinen Bericht übersetzen lassen von Google Translate. Und auch wenn die Satzstellung nicht wirklich stimmt dahinter, ich konnte herauslesen, was er erzählt hat, und er hat einfach... Der Tenor kommt über. Ja, er hat einfach kein gutes Wort liegen lassen.
Das ist nicht wahr. Ich habe den Text durchgelesen und... Ja, er hat es auf Google Translate, der weiß doch nicht, was der andere Was hat er erzählt gesagt, dass wieder ein Spiel ist wie früher? Oder dass die Charaktere hübsch gestaltet sind? Aber Ja, zum dass die Beispiel, Welt super schön aussieht, dass die Genau. Musik fantastisch ist, dass halt... Musik ist sicher toll. Eben, und ich glaube, weißt, das Game ist halt, es ist ein Game, das nicht für alle ist. In dem Sinn muss man halt sagen, hat jetzt Microsoft zum Beispiel recht gehabt, in Anführungs- und Schlusszeichen. Weil sie haben gesagt, die Games wollen heutzutage nicht alle spielen. Oder wenn sie sagen, niemand will spielen, dann meinen sie damit, nicht genug Leute wollen spielen. Wir wollen Games machen, wo so viel wie möglich Leute kaufen und halt so viel wie möglich Geld reinkommt, oder? Ja. Ukulele ist ein Game, wo sich automatisch beschränkt auf die Leute, die zu dieser Zeit die Plattformer gespielt haben und gerne wieder etwas Ähnliches spielen wollen. Das So wie heisst, wir. du tust eigentlich, ganz genau, aber wie soll ich sagen, für viele grosse Firmen ist das halt zu wenig. Sie wollen halt alle Leute haben. Sie wollen, dass alle die Leute, Du kannst dass nie alle die allen Games recht spielen. machen. Natürlich nicht. Aber, und das ist ja das, was grosse Firmen wollen. Darum gibt es ja so viele Call of Duties. Das ist so Einheitsbrei, wo sie so einfach wie möglich machen, um so viel wie möglich Leute zu erreichen damit. Ja, und absolut Damit so viel wie langweilig. möglich Geld. Ganz genau. Ganz ja. genau. Es ist immer das Gleiche drum. Ich meine, es gibt jedes Jahr ein FIFA. Ja, das Oder? finde ich auch, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Komplett gar nicht. Ja, Aber- es ist genau das, was ich Ja, gerade ja. gesagt habe. Ja. Es ist so einfach wie möglich. Sie wollen so viel wie möglich Leute damit erreichen und sie holen unglaublich viel Geld. Es ist das erfolgreichste Spiel, das jedes Jahr rauskommt. Genau aus dem Grund. Sie erreichen unendlich viele Leute damit und sie holen unendlich viel Geld damit rein. Es gibt Aber keinen wenn's immer Grund zu das etwas Gleiche ist. anderes. Ja, natürlich. Das Einzige, was sie machen, ist ein bisschen an der Grafik tweaken und vielleicht noch ein bisschen neue Fußball- und Haarphysik rein tun und alles mögliche Bullshit und Scheiß. Weißt du, wenn der Bart schön mitweht, ist cool. Ja, genau. Weißt du, wenn Leute, die gerne Fußball oder beziehungsweise FIFA spielen, das ist ja okay, oder? Ich habe ja nichts gegen Leute, die gerne Fußball haben. Aber wenn du jedes Jahr das gleiche Game rausbringst, das ist einfach die Verarschung vom Kunden. Absolut. Und das ist das, was Microsoft will. Ja. Sie wollen Games rausbringen, die alle kaufen. Und wenn sie Ukulele anschauen, dann ist das einfach ein zu grosses Risiko. Sie sagen, wir investieren so und so viel Geld investieren und wir können wahrscheinlich etwa ausrechnen, wie viel wir retour bekommen. Vielleicht ist es das Doppelte, vielleicht weniger. Und das ist nicht etwas, was sie halt machen wollen. Oder? Und darum sagen sie, niemand will es. Schade. Und von dem her, das ist halt das Problem. Das Game ist nicht für alle gemacht. Also, liebe Playtonic Games, ich will's. Ich auch. Naja, aber so viel ich Und weiss, ganz viele kommt das ja andere ziemlich wollen's auch. auf allen möglichen Konsolen raus, oder? Ja, Ist ja, jetzt so ist es, vor allem- ja. Ich denke über das, gerade heute, ich meine in einer Zeit, wo du über Steam etc. jedes scheiß Indie-Game kannst verschütten, wird sich da eine Community finden. Und Der hat sich ja Definitiv. schon So macht gefunden, nur jetzt schon mit dem auch keinen Sinn. Ja, ja. Kickstarter-Event. Also eben, wie gesagt, das Game ist finanziert. Sie werden nicht bankrott gehen ab dem Game. Nein. Sie werden wahrscheinlich ein nächstes machen können, ohne Problem. Und es werden genug Leute das Spiel spielen. Ich sage nur, für Microsoft sind es zu wenig Leute, wahrscheinlich, Ja. die das Game wollen. Sie haben ja, glaube ich, für Leute, die bei Kickstarter genug gegeben haben, gibt es ja so eine Nintendo 64 Cartridge dazu Genau. im Paket. Funktioniert Ja. die auch oder ist es einfach, Nein. einfach zum hübsch sein? Es ist zum hübsch sein und es hat innen drin, soweit ich das mitbekommen habe, einen USB-Stick. Okay, mit dem Game Ja. drauf. Nein, das nicht, aber es hat 64 GB Speicherplatz. Ah, so lässig. Ja. Die sicher sind, sie wissen eben schon, was die Leute wollen. Ja. Also ich hoffe auf diverse Easter Eggs. Ich glaube, da kannst du sicher sein. wir werden sicher vieles bekommen. Wir werden sicher auch, was ich noch gesehen habe, der Shovel Knight wird noch auftauchen, Jawohl. anscheinend. Jawohl. Und ich hoffe auch auf sonst irgendwelche Sachen, wo man sieht und denkt, oh, what? So geil. Ja. Und nur schon wegen dem, ich lasse das außen stehen. Ich habe auch diverse YouTube-Videos gesehen, wo es ziemlich verrissen wird. Ich kann es jetzt auch gerade nicht mehr gerade nennen, weil ich es eigentlich ganz schnell wieder weggeklickt habe. Ja, Es gibt immer Leute, die etwas gerne ja, haten. und das macht auch viel schneller die Runde schlussendlich, etwas Schlechtes Natürlich, als etwas Gutes. Ich stelle mich jetzt mal darauf ein, dass eben ein Problem mit der Kamerasteuerung da sein wird. Aber ich freue mich dennoch darauf, ein Spiel zu spielen, das sich wieder anfühlt wie mit 11 oder 12. Ja. Und das wird sicher genial sein. Was ich noch ganz kurz dazu will erzählen, dass andere Tester sehr viel bessere Bewertungen gegeben haben. Weder 2 von 10, zum Beispiel Games Pro hat 76 von 100 gegeben,
PC-Games einen 83%igen Spielspaß, IGN 7 von 10. Also so schlecht kann es nicht sein. Ja, so ist es. Also es gibt ganz viele Leute, die positive Bewertungen geben und ich bin auch dieser Meinung, oder? Wenn das Game für dich ist, dann wird es besser sein als ein 2 von 10. Wenn es nicht für dich ist, ich meine, ich kann auch nicht das Call of Duty bewerten, weil ich werde dem nicht eine gute Bewertung geben. Das heisst nicht, dass das Game schlecht ist. Genau. Es ist einfach nicht für mich. Oder? Ja. Und genauso ist es mit dem Game. Voilà. Es hat Gut. übrigens so ganz kurz noch bei Metacritic für PS4 zurzeit einen Metascore von 67. Okay. We'll see. Okay. Ja, 67 ist immer noch besser als weniger. Schlechter als 69. Ja. Zitat 2017, Raphael wieder. 67 ist mehr als weniger. Dann möchte ich meinem Job vom Host gerecht werden und langsam einleiten zu unserem Hauptthema, und zwar die ersten Berührungen, der erste Kontakt mit Gaming, mit dem Nerdtum an sich. Wer möchte anfangen von euch? Andi, du hast schon lange nicht mehr gesagt. Ja, stimmt. Andi, erzähl mal etwas. Wir sind am Aufnehmen, hä? Okay. Ja, sonst nur schon. Geniess den Moment. Geniess den Moment, Andi. Wir werden dich nie mehr zum Reden auffordern. Ich verstand auch wieso. Es ist völlig okay für mich. Nur ich habe mir angewöhnt, nicht mehr zu warten, bis ich gefragt wird, weil ich sonst nie zu mir reden würde kommen. Okay. Und wenn Deine wir jetzt... erste Experience. Genau, richtig. Ich bin noch ein bisschen zu jung, sehr wahrscheinlich, aber es war wunderschön. Warte, lass mich raten. Mortal Kombat. Nein, Mortal Kombat ist zwar auch relativ früh und ist effektiv auch in der anfängigen Auswahl von den Spielen, die ich mir aussuche. Nein, aber der erste von meinen 2 Games ist tatsächlich auch von Rare und nennt sich Battletoads. Mit Abstand eines der asozialsten Games. Rausgekommen 1994. Publisher war EA gewesen. Man hätte es dort schon wissen sollen. Aber hey, ist das mal rausgekommen auf der NES, SNES, Sega, Master System. Ich habe es auf dem Game Boy gespielt. Und es ist eigentlich das mal für die Zeit, wenn ich es gespielt habe, also mit 4 natürlich noch nicht, aber ich sage es mit 5, 6 habe ich das erste Mal in die Finger bekommen. Hier 5. Und es ist das mal grafisch schon eine mega Bombe gewesen. Man hat gut erkannt, dass es Kröten sind. Es ist so ein bisschen ein Gegenpol zu den Ninja Turtles irgendwie. Und ist einfach bockschwer gewesen. Die Story ist eigentlich nicht grossartig. Speziell ist klar zu dieser Zeit. Es ist darum gegangen, dass 3 Battletoads damals hätten zu ihrem Heimatplanet müssen, wo auf sie gewartet worden ist. Und unterwegs ist dann einer von denen auf die Idee gekommen, ja, wir könnten eine Prinzessin, die auch noch irgendwie dazugehört hat, noch her mitnehmen. Ich weiss, es klingt jetzt toll, ich habe mich mit der Story ganz ehrlich in diesem Alter nicht auseinandergesetzt und finde auch das hat niemand von uns gemacht. blöde Cartridge nie mehr, um es nochmal wirklich durchzuzocken. Es ist aber im Prinzip ganz klassisch so Beat'em-up schon gewesen. Also was heisst ja doch, in dieser Zeit kann man schon sagen, Beat'em-up klassisch. Hat 3D sowie 2D-Elemente gehabt. Ich bin selber nie weitergekommen bis zu einem Level, wo es darum gegangen ist, dass du auf einem Töpf hockst und dann ist es wirklich so immer aufdrücken, abdrücken und noch zwischendurch sind die Hindernisse gewesen. Und du hast das nicht können lösen, okay? Du hast nur können auswendig lernen. Du hast nur können lernen, auf, runter. Nur habe ich die Pfeile, die ich damals mal auf ein Papier gezeichnet habe, nicht schnell genug können nachtippen, wie das gekommen ist. Ja. Wow. Ja, also das sind auch meine ersten Erfahrungen gewesen mit richtig krassen Wutanfällen. Rest in Peace Glastisch. Es ist überraschend gut. Also heutzutage verstand ich es nicht mehr, wieso. Weil es ist aus heutiger Sicht so schwierig zum Spielen, dass es... Ja, Games sind einfacher geworden, das ist so. Games sind komplett einfacher geworden. Effektiv, ja. Und heute würde keiner mehr anhaken und sagen, hey, geil, komm, voll Bock drauf, mich stundenlang, tagelang zu nerven. So. Aber hey, du hast Sachen nicht... Heutzutage ist ja, du hast vorher von COD geredet und Sachen wie Friendly Fire, oder? Wo eigentlich gar kein Thema mehr sind. Hast du das mal halt noch nicht ausschalten können. Also wenn du jetzt Coop gespielt hast, hätte es ohne Probleme können sein, dass ihr einander aus Versehen natürlich,
Aus die Fresse Versehen, einschlägt. Könnte auch ein So grosser sind Freundschaften sind so zu Bruch gegangen. Ja, Genau. darum habe ich gar nicht angefangen mit so scheissdrecken Freundschaften. Brettspieler haben Monopoly gehabt, wir haben Mario Kart und Battletoads gehabt. Ohne Witz, es hat schon damals mal digitale Gründe gegeben, zum Menschen zu hassen. Für was Brettspiel? Das ist ein völliger Witz. Es ist unter anderem von, ich glaube, Game Trailers auf den ersten Platz gewählt worden, geht unter die schwierigsten Spiel oder ist laut ihnen, soviel ich weiß, das schwierigste Spiel überhaupt. Und es macht, ganz ehrlich, es macht eigentlich gar keinen Spaß zum Spielen. Und ich verstand bis heute nicht, wieso ich das überhaupt gemacht habe. Grafisch, Ja, wir sind natürlich verwöhnt heutzutage, gell? Ich meine, eben, Games haben jetzt irgendwie mehr als 40 Jahre gehabt, um sich zu entwickeln und halt das besser zu machen, was gut war und das wegzulassen, was nicht so gut war. Und eben halt einfacher zu werden und einfach unterhaltsamer. Ja, aber das ist doch genau, wenn du schaust, heute das Game durchzocken, ist doch im Prinzip, wenn es nicht gerade Dark Souls ist auf Mutterficker-Modus, dann ist ein durchschnittliches Spiel nicht mehr wirklich eine Herausforderung. Es geht nur darum, wow, schau mal, ich habe Freude daran, coole Grafik, cool dies, cool das, aber wirklich dort hocken und den Controller gegen eine Wand schiessen, hast du heute noch bei einem Bruchteil der Spiele. Das ist auch ein Grund, warum ich mir Battletoads schlussendlich ausgesucht habe. Ja, FIFA zum Beispiel oder Call of Duty. Ja, gut, aber Games sind, wie vorher schon erwähnt, Games sind für ein viel breiteres Publikum gemacht. Ich meine, eben, es hat eine gigantische Explosion gegeben, was wie soll ich sagen, den Markt angeht für Gamer um 2005, 2006 herum. Also die Wii ist sehr fest verantwortlich für das. Wo halt wirklich, und Handy-Games, wo halt wirklich die Games an ein wesentlich breiteres Publikum gebracht haben. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, okay, alle spielen jetzt plötzlich. Jetzt müssen wir auch Games machen, die auf mehr Leute zutreffen. Ja, bis auf den Punkt mit den Mobile Games. Nachteile. Bis auf den Punkt mit den Mobile Games gibt er recht. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie viel Einfluss die Spiele auf den Markt wirklich haben, weil was spielst du auf dem Handy? viel. Irgendwelche Simpsons Tap-Out oder wie das heißt? Ja, Candy Crush. Sehr viel. Candy Crush, Candy Crush, Farmville, das gehören zu den erfolgreichsten und auch finanziell erfolgreichsten Games aller Zeiten. Das mag sein. Und zwar nicht ohne Grund. Das mag sein, und aber ich sehe nicht... Das Zeug, wo finanziell erfolgreich ist und von vielen Leuten gespielt wird, hat Einfluss auf die Industrie, ob du es willst oder nicht. Ja, auch wenn wir jetzt sehen oder wenn wir jetzt finden, das hat mit unseren Games, die wir spielen, nicht viel zu tun. Früher oder später hat es Einfluss. Schau die ganzen Mikrotransaktionen vielleicht Micromanagement. Das hat Vielleicht alles so mit dem Micromanagement-Zeugs und Sachen. Okay, ja. Genau. Aber nein, darfst nicht. Auch das nur, wenn du in der auch das nur, wenn du in dieser Sparte spielst, irgendein Sid Meier-Zeugs, wo in die Richtung geht. Und ich weiss nicht, inwiefern Sachen wie Crafting entstanden sind durch Handyspiele, obwohl es ja auch schon ein bisschen das Micromanaging. Darf ich ganz schnell unterbrechen an dieser Stelle? Ich möchte sehr gern über Handygames schwätzen, aber wenn ich schon mal mit dem Andy das besprochen habe, wäre das ein Podcast selber wert. Ich glaube auch, ja. Das müssen wir unbedingt machen. Wirklich. Ganz wichtig. Also das gehört auf die To-Do-List und darum möchten wir nicht allzu viel Zeit damit verlieren. Ja. Ha? Hast du noch etwas zu deinen Erfahrungen ansonsten mit den Games? Ja, ich habe noch ein zweites Spiel rausgesucht. Ich weiss, es Gut. Schießt mich wahrscheinlich gerade mehr an, sorry, aber ja, ich habe noch eins. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn wir schon das Thema erste Berührungen nehmen, dann würde ich das auch in meiner Art würdigen, wie es jetzt vielleicht ein oder andere Zuhörer schon ein bisschen von mir nicht Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, bitte nicht. Nein, das nicht. Das nicht. Es gibt Sachen, die teile ich nicht. Verstehst du? So, der Moment, wo die Hand in der Hose ist, der gehört mir allein. TMI. Anyway. Okay. Danke. Es geht um Tomb Raider. Lara fucking Croft. Mann. Oh ja, baby. Tomb Raider, ich kann auf der PlayStation 1, Tomb Raider 1, ich meine klar, sie hat damals noch Titel gehabt, wenn sie umarmt hat, hat sie die Augen ausgestochen. Aber mit dem kann ich leben. Es ist gewisse Fee in Ocarina of Time. Ja, genau, ich habe gerade an die gedacht. Und ich glaube, Lara Croft ist im Fall für ganz, ganz viele in unserem Alter so die erste Liebe gewesen. Ja, hat etwas. Die hat Moves drauf gehabt, wo damals mal in dieser frischen, wie ihr schon vorher gesagt habt, die 3D-Welten sind dort noch relativ frisch gewesen. Und vor allem, wenn sie kochen ist, hat es gut ausgesehen. Die hat damals ja können... Die hat damals ja können... Punkt, bitte. Ich würde gerne bei Punkt bleiben. Ich bin der hier ausschweift, okay? Ihr bleibt schön
Was ist das da? Verkehrte Welt? Ja, eben, es ist auch komisch. Es ist auch normalerweise rede ich Scheiß. Ja, so Item. Eben, genau. Zurück zum Thema. Sobald ich es finde, Raffi, du schneidest das nachher alles. Tomb Raider. Tomb Raider, genau. Wenn man denkt, dass dort das ganze 3D-Grafikzeug erst wirklich am Kommen war, wie die schon Moves gemacht hat. Klar, es hat noch alles, die Texturen sind, wenn sie heute anschaust, komplett matschig und komisch zum Anschauen, aber wie sie da im Handstand auf die nächste höhere Ebene draufgegangen ist, hat für damalige Verhältnisse super ausgesehen. Und meine wirklich schlimmste Erfahrung war mit Lara Croft, wo mein Vater das daheim gezockt hat, und ich bin noch ein kleiner Golf gsi. Und am Anfang vergesse ich das nie mehr, die verdammte Höhle. Ganz am Anfang. Du bist in der Höhle, dann ein paar Fledermäuse und der Bär, der nachher mal einmal kommt. Und das hat mich als Kind, das war für mich so der pure Horror gewesen. Eben nur schon wegen dem Bär und den Fledermäusen. Und mein Vater hat eine scheisse Freude gehabt. Schau mal. Oh mein Gott, Bär. Ah! Das erklärt, warum ich so bin, wie ich bin, sehr wahrscheinlich. Und das war noch gegangen, aber bis heute, das verfolgt mich bis heute. Ich habe heute noch ein Trauma wegen allem, was in feuchten, dunklen Höhlen spielt. Fast alles. Okay? Fast alles. Aber es ist gleich, ob das jetzt WoW ist, oder Skyrim, oder Uncharted. Ich renne wie blöd durch die Höhlen durch. Ich würde nie auf die Idee kommen, anzuhalten und speichern und auszuloggen, oder denke, ich spiele... Nein, ich kann meinen Charakter nicht einfach in einer Höhle reinlaufen. Ich spiele weiter, bis ich aus dieser verfluchten Höhle draussen bin. Das ist ein unglaublicher Komplex. Das kann sehr sozial. Ja, irgendetwas. Das ist nicht von dir, ja. Ja, es ist... Ich kenne andere Leute, die ähnliche Ticks haben. Meine Freundin zum Beispiel, sie muss unbedingt ein Game abspeichern, wenn der Charakter ein Bett in der Nähe hat. Also im Sinne von, der Charakter kann jetzt schlafen gehen, während sie irgendetwas anderes macht und nicht am Gamen ist. Von dem her, das ist irgendwie noch herzig, aber irgendwie so, ja. Vielleicht will sie ja dir etwas mitteilen damit. Und Sex. Anyway. Danke. Das mal mit dem Fokus auf 3D ist das natürlich eben, wie schon gesagt, ein riesen Move gewesen, auch wenn es heute mehr aussieht wie Minecraft oder so, aber das hat sich, wenn ihr das anschaut, wie sich das auch jetzt mit dem Remake wieder gegeben hat, wie schön, klar, jetzt ist es komplett Uncharted-Klon, aber Yeah. das hat mich, ja, was Schon nicht ganz, aber ja. Egal, okay. Yeah. Es ist definitiv inspiriert von Uncharted, aber das ist ein anderes Thema wieder mal. Genau. Auf jeden Fall bin ich dem Toby Gard heute noch dankbar für die zahllose Präpubertäre. Ich war 6 gewesen, aber es war eine feuchte Träume. Anyway, die hat es ja nachher auch noch zu ein paar Filmen. Ich weiss nicht, habt ihr mal die Film geschaut von der Lara Croft? Ja, beide. Hey, leck. Also, der erste war okay, der zweite ist... Angelina Jolie hat es gut. ich habe keine Ahnung von der Story. Ich habe nur die Angelina Jolie. Ja, es hat nicht viel zum Schlechtmachen gegeben. Ich meine, Game-Verfilmungen... Du musst nicht wahnsinnig gut sein als Game-Verfilmung, um mehr als gut sein oder beziehungsweise besser sein als die anderen von dem her. Aber eben, das ist auch wieder ein Thema, wo wir dann irgendwann mal tatsächlich eine Folge drüber machen, Game-Verfilmungen. Ja, genau, das dann kommt auf jeden Fall. dazu. Ich weiss nicht, es war glaube ich in Tomb Raider 2 gewesen, wo wir ganz am Anfang sind da in ihrer Hütte rein, wo der Butler noch ist und sie ist von außen. Und ich habe das als kleiner Golf nicht fertig gebracht. Das 2 habe ich am Computer angefangen zu spielen. Ja, ich Auch noch weiss das Golf. welches, ja. Das ist 1997 gekommen. Der blöde Irrgarten. Ich habe es nicht fertig gebracht, an dem Paddler vorbeizukommen, weil ich mit dieser blöden Tastatur mit 7 einfach überfordert war mit dem 3D-Zeug, dass ich es nicht einmal bis ins Haus geschafft habe. Und das war es dann auch das erste gewesen mit meinen Tomb Raider-Erfahrungen. Gut. Somit wollen wir mal schauen, was der Kristen so erfahren hat in seiner frühen Jugend. Genau, also. Ich habe Freunde von meiner Familie haben Kinder im ähnlichen Alter von mir, Mitte 90er, und die haben zu der Weihnachten mal ein Super Nintendo geschenkt bekommen. Das war Mitte 90er gewesen. Und natürlich, eines der Games, das dabei war, ist All-Star, Super Mario All-Star. Super Mario All-Star, ja. Genau. Es hat 2 Versionen gegeben. Eine mit dem Wario Land, mit dem Super Mario World und eine ohne. Genau. Gibt es 2 Versionen. Es ist das mit Mario World gewesen. Oh, cool. Weil das haben wir eben hauptsächlich gespielt gehabt. Und es hat, für die es nicht wissen, es hat auch noch andere Games dabei gehabt. Mario Brothers 1 und 2 ist drin gewesen. Es hat Mario Brothers gegeben, das Multiplayer-Ding, wo sie noch gar keine Welten hatten. Es hat drauf Genau, aber das ist nicht dabei gewesen. Okay, dann ist es bei der Version, die ich jetzt habe. Ohne das Mario World.
Oder? Ja. Das heisst, 1, 2 und 3 sollte drauf sein. Meinen Erinnerungen nach ist es wirklich nur eigentlich das 2 und das 3 gewesen und das Mario World. Okay. Ja. Das sind jetzt die zwei Also, verschiedenen Versionen, ist ja gleich. Das ist deine okay, es ist natürlich Erinnerung, aber auch 20 Jahre her. Also es kann Ja, gut ja. sein, dass ich mich irre, oder? Ich bin wirklich nicht mehr sicher. Aber ich weiß einfach, dass wir die 3 Games gespielt haben. Wir haben immer wieder mal ein bisschen rotiert, aber was wir eben hauptsächlich gespielt haben, ist das Mario World gewesen. Ist ja Und für genial. mich ist das, ja, für wirklich, das ist mein Entry gewesen zu Games. Und ich bin ab der ersten Minute absolut besessen gewesen von dem Ganzen. Einfach die Idee, dass du Unterhaltung interaktiv geniessen kannst und die Musik, die sich anpasst und zu dem irgendwie mit dem zu tun hat, was du machst und Soundeffekte und die Farben und dass du Einfluss kannst nehmen auf das, was du direkt siehst vor dir und einfach der ganze, nur schon der technische Aufbau hat mich wundergenommen. Eben, wie gesagt, da bin ich weiß auch nicht, zwischen 5 und 8 gewesen, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe es einfach so faszinierend gefunden, das Spiel. Es war so lustig gewesen. Ich weiss, wir sind nicht wahnsinnig gut gewesen. Wir sind 4 Kids gewesen, also die 3 Kids von den anderen und ich. Und ich bin, ich bin nicht wahnsinnig gut gewesen damals. Ich hatte recht Mühe gehabt. Ich habe zum Beispiel erst vor irgendwie 3-4 Jahren erfahren, dass du mit R kannst du ja gumpen und machst so einen hohen Zwiebelgump, oder? Ja. Und den kannst du ja benutzen, um auf Sachen landen, die dir sonst eigentlich weh machen würden. Ich habe nicht gewusst, dass das geht, bis vor etwa 3-4 Jahren. Weil ich einfach... ja, Die Erleuchtung. ich habe einfach lang das Game einfach nicht mehr gespielt gehabt und einfach eben halt mich da als Kind nicht wahnsinnig fest damit beschäftigt gehabt. Das ist einfach so, das Stacheln, wieso komme ich nicht drüber? Und wir haben hauptsächlich amigs zum Level, wie es hat immer geheißen, okay, sobald ihr sterbt, also wenn ihr das Game over habt, dann müsst ihr den Controller abgeben und dann ist vorbei, oder für heute. Und dann könnt ihr morgen, oder ich weiss auch nicht, nächste Woche wieder weiterspielen. Wow. Also sind wir amigs zuerst Leben farmen gegangen, natürlich. Und zwar hast du ja, wenn du das Game anfängst, kannst du nach rechts gehen oder nach links. Das eine ist mit diesen huren komischen Dinosaurier und das andere ist das Level, wo gerade irgendwie 10 Koopas oben dran sind auf dieser Plattform. Und dann haben wir immer das abgespielt. Also das heisst, einfach, am Schluss sind wir einfach durchgerannt wie so hure Speedrunners, einfach zum Leben farmen. Und dann haben wir dann einfach so weit halt gespielt, bis wir wieder alle Leben verloren haben und dann haben wir wieder aufgegeben. Und ab und zu ein Sohn von einer befreundeten Familie um eine weitere Ecke herum, ist ab und zu noch vorbeigekommen und er war der Pro bei diesem Game. Er war wie ein Gott für uns. Er war gleich alt wie mir, aber er hat das Game voll im Griff gehabt. Er hat einfach so, hey, kannst du weiterspielen, damit wir die Levels spielen können? Weißt du, so, er hat für uns die Levels freigespielt, damit wir nachher können damit umspielen und Sachen ausprobieren. Das war eigentlich mega lustig, weil heutzutage würde ich das nie wählen, dass jemand das für mich macht, oder? Aber damals ist es so es ist ein Teil vom Spielplatz, den wir nicht erreichen können, aber er kann uns den aufmachen für uns, oder? Und wir können dann nachher dort drin spielen gehen. Und heutzutage ist ja die Hälfte vom Spass, den du hast mit einem Spiel, ist, dass du etwas erreichst, dass du nachher an einen neuen Ort kommst. Für uns ist das weniger spannend gewesen, als dass wir einfach gerne würden dort hinein spielen gehen. Und das ist irgendwie, ja. Für mich ist halt eben Super Mario ist einfach ich glaube, wie für sehr viele Leute, die in den 90ern angefangen haben zu gamen, einer der wichtigsten Grundsteine gewesen. Und ich weiss noch, als ich in einem Toys R Us, dort ist gerade der 64 rausgekommen, irgendwo in einem Toys R Us bin mit meinem Vater und dort habe ich das erste Mal Mario 64 gesehen. Und ich weiss nicht, Leute, die nicht dabei waren, wo das passiert ist, können sich nicht vorstellen, wie das ist, wenn du nur 2D-Games kenntest und plötzlich dreidimensionale Sachen hast gesehen vor dir. Ja, wirklich. Es ist so ein was? Aber das Ding ist ja gar nicht so Störkreuz. Du hast jetzt so einen komischen, wie einen Joystick, der raufschaut und wenn du den nach rauf drückst, dann läuft er führen und wow, was? Und mit dem kannst du die Kamera bewegen. Was? Und das ist unglaublich für die Leute. So blöd. Ja, und das ist einfach unglaublich zu dieser Zeit. Und ich weiss einfach, ich habe irgendwo, in dem Moment, weiss ich, als ich das ausprobiert habe, gedacht, okay, ich habe irgendwo gesehen, wie er schwimmen kann und ich habe das unbedingt ausprobieren, oder? Und ich bin in dem Land gewesen, ich glaube das 3. Land gewesen in Mario 64, wo du mit dem King Wump, weißt du, das grosse Schloss, wo oben dran der riesige Block ist, oder? Ja. Und ich weiss einfach so, okay, dort unten ist es blau, ich versuche runterzukumpen über das Geländer und dann bin ich runtergefallen und danach ist natürlich Game Over gewesen, weil dort ist das Level fertig gewesen. Du hast nicht schwimmen können in diesem Level, es hat kein Wasser gehabt, oder? Und dann bin ich mega so, und es ist einfach so, weißt du, so der cartoonische
der Black Screen, weißt du, einfach mit dem Rohr, das einfach kleiner wird, oder? Und ich einfach so, hä, was ist jetzt passiert? Und dann bin ich aus dem huren Bild rausgefallen. Mein Vater, also gut, jetzt bist du gestorben, gehen wir weiter. Und der kennt sich ja sonst überhaupt nicht aus mit Games. Und ich so, nein, ich kann nicht, das ist nicht das gewesen, ich komme nicht raus. Ich war, Und das war mein erster Kontakt mit Mario 64 gewesen. Das war recht frustrierend gewesen, ja. Jahre später hatte ich durch eine Kollegin. Ja, bitte. Sorry. King Womp ist das mit dem rechteckigen Balken gewesen, oder? Mit dem Gesicht? Ganz der genau. Steinklotz da, gell? Genau, der auf ja, so wie genau. einem Turm Super. oben. Also das Betonblock. Level ist so. Ganz unter Aufbau. uns. Jetzt, wo wir nur unter uns drei sind und sonst keiner will hören. Haben die nicht Stunden damit verbracht, den scheiß Pinguin ins Loch drauf zu schiessen? Doch. Danke. Jeder hat das gemacht. Alle. Danke. Okay, Also ich habe es gut. einmal gemacht und dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Dann hast du es mal Mami gebracht wahrscheinlich. Gell? Ja, natürlich. Ja, Nein, ja wie es viel gibt Mal einen hast du Stern. gewusst mehr? Ich finde auch den Sound von Mario 64 so toll. Also bis Das jetzt, ganze Game ist unglaublich gesehen, ja. wenn du ins Schloss reinkommst, ganz rechts, das Wasserlevel. Ja, Die ja. Melodie, die finde ich so etwas von schön. Verstehst du? Das ist so ein richtiges warmes Gefühl, wenn du das hörst. Und Das ist fast ein Thema, wo wir könnten eine eigene Episode darüber machen, weil Musik in Games ist ein ganz eigenes Biest. Und Ja. in Mario 64, genauso wie Ocarina of Time und fast alle anderen Zelda und Mario Games, ist der Composer der Koji Kondo gewesen. Genau. Einer der brillantesten Köpfe unserer Zeit. Und Leute kennen den nicht. Und das ist so frustrierend, weil ich denke, der Sieg ist verantwortlich für 50% von all unserer Kindheit. Von sehr vielen Kids und Leuten, die aufgewachsen sind in den 80er und 90er. Weil er brillante Musik geschrieben hat. Und ich finde, das sollte gepriesen werden, so etwas. Aber ja. Gut. Ja, so ein Soundfolk fände ich generell. Da müssen wir halt Ja, vielleicht da schauen, können wie es wir rechtlich auch, aussieht, aber generell fände ich das eine super geile Idee. Ja, man müsste halt schon ein bisschen Soundschnibbels reinschnibbeln, aber ist ja nicht so wild. Ist ja nicht klar. Solange wir nicht Geld verlangen für den Podcast zum Hören, sind wir, glaube ich, im Clear. Ja. Ja, würde ich sagen, machen wir auch mal noch. Also wir haben effektiv sehr viel vor und auch schon sehr viel Zeit verbrötelt. Darum frage ich den Chris, ist das gut so für dich oder willst du noch etwas erzählen? Jawohl, ich muss noch etwas loswerden, Okay. was sehr essentiell und wichtig ist für mich. Und zwar, wie dass ich mit Zelda in Berührung gekommen bin. Okay. Und zwar ist das im Jahr 2001 gewesen, oder 2000, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin mit meinem Vater an einem Flohmarkt in Winterthur. Einfach so einen Flohmarkt hinter einem Einkaufszentrum und es hat wirklich irgendwie so 30 Stände dort gehabt und es war relativ klein gewesen und so und an einem Samstagmorgen relativ ruhig. Und wir sind einfach dort so ein bisschen durchgeschlendert und dann nachher habe ich an einem Stand ein neu verpacktes Ocarina of Time gesehen. Wow. Also das erste von 2 Nintendo 64 Zelda Games. Das ist zu dem Zeitpunkt 2 oder 3 Jahre alt gewesen, je nachdem, wann das wirklich gespielt hat, die Story. Und ich habe das gesehen und ich habe vorher, glaube nur einmal in einem Werbespot den Schriftzug animiert gesehen und das war's. Ich habe gewusst, beziehungsweise ich habe nichts gewusst über das Game. Ich habe das angeschaut, ich habe es in die Hand genommen und es war eine magische Verbindung in diesem Moment. Ich habe das bis zum heutigen Tag nicht wirklich in Wort fassen und erklären, aber ich habe das angeschaut und ich habe gewusst, das Game, das ist wichtig für mich. Und ich habe das angeschaut, ich habe hinten drauf Beschreibung gelesen und ich habe Screenshots angeschaut und habe gedacht, ich muss das haben. Das ist so wichtig. Und ich bin zu meinem Vater gegangen und ich habe gesagt, schau, es kostet 20 Stutz. Ich habe daheim Geld, ich weiß es, ich habe nichts dabei. Und mein Vater ist sonst jemand, der mit Games nicht wirklich viel anfangen kann. In den letzten paar Jahren lässt er mir zu, wenn ich irgendetwas unbedingt dort loswerde, weil er merkt, dass es mir wichtig ist. Aber sonst kann er wirklich nichts mit der interaktiven Unterhaltungselektronikbranche anfangen. Und, Schön umschrieben. ja, gell? Und das sage ich nicht zum ersten Mal. Wenn die Leute sagen, wo schaffst du? Verkauf von virtueller Unterhaltungselektronik. Er hat sich Anyway, auf die Hand und, geschrieben, ich sehe es an der Kamera. und mein Vater schaut mich so an und denkt so, ja, easy, okay. Und er hat mir die 20 Stutz gepumpt, ich habe das Game gekauft und es hat mein Leben verändert. Das kann ich wirklich so sagen. Ocarina of Time, Legend of Zelda hat mein Leben verändert. Auf eine Art, wo sonst wenig Sachen das verursacht haben. Und darum ist das eine der wichtigsten Stories für mich. Weil das ist wirklich, Schön. ja, der Einfach Tag schön. ist essentiell in meinem Leben. Das Lustige ist, praktisch gleichzeitig oder gerade kurz darauf sind der Raffi und ich miteinander in die Schule gegangen
Und dann konnte ich jeden Tag ihm von meinem Progress erzählen, wenn ich wieder irgendetwas Neues gefunden habe oder so. Weil der Raffi das ja, glaube ich, fast gleichzeitig gespielt hat Ja. wie ich. Eben, genau. Mit Und einer das bisschen ist- anderen Geschichte dazu. Genau, ja. Und das ist eines der coolsten Erlebnisse gewesen. Halt wirklich halt. Und wir hatten einen Schulkollegen gehabt, der Paddy, der hat das schon durchgespielt gehabt. Er hat das einfach immer so wohlwissend angeschaut und immer so, ja, ist gut. Er hat zwar einen der grössten Plot-Twists hat er für mich gespoilt, der Arsch, weil er das Gefühl hatte, das sei jetzt mega lustig, hat er mir das gesagt. Aber sonst ist er wirklich eigentlich relativ nett gewesen und hat wirklich einfach nur dann geholfen, wenn ich wirklich Hilfe gebraucht habe. Aber ja. Er war immer der Weil- König hinten im Bus, weißt du? Ja, schon ein bisschen, ja. Der Swayze. Das weiss ich. Ah, geil. Ah, lässig. Gruß an dieser Ja, Stelle. gut. Ja, voll. Paddy, falls du uns hörst, wir vermissen dich. Extrem. Meld dich mal bei uns. Ja, aber das wäre es für mich gewesen. Das sind die 2 wichtigsten Momente gewesen in meinem Leben bis jetzt. Also gut, was Gamen angeht. Ja. Gut. Dann übergebe ich da meinem guten Kollegen, dem Raffi. Übergeben, ja. Ja. Gut, ja, bei mir sieht es eigentlich von dem Spiel her ziemlich ähnlich aus wie bei dir, also von den Titeln an sich. Für mich persönlich, Gaming ist immer schon präsent gewesen in meiner Kindheit. Mein Vater hat, noch bevor ich geboren bin, eine NES gehabt, mit einer ganzen Schublade voll Spiels und ein Gameboy. Der ist ja irgendwie gleichzeitig auf die Welt gekommen wie ich. Okay, oder? Wer ja, jetzt? 1989. Der Gameboy, nicht mein Vater. Gut, haben wir das geklärt, danke. Gut, ja, nur, ich eigentlich immer nur dürfen zuschauen. Ab und zu bin ich in den Genuss von Mario 3 gekommen, auf der NES. Für mich, eben wie gesagt, ich habe es knapp zum Schloss geschafft von der ersten Welt. Aber ich Ja. habe es immer und immer und immer und immer wieder probiert. Und wenn ich es mal bis zum Sandland geschafft habe, habe ich essen. Und man hat nicht können speichern. Okay? Und es hat, Ja, es das hat sind auch keine andere Codes Zeiten gegeben. Es hat auch keine Codes gegeben. Ländercodes hat es nicht gegeben bei Super Mario 3. Hast du Du nicht hast die gehabt? Flöten bekommen irgendwann Ja, ja, mal, die oder? Flöten, aber du hast das noch müssen wissen. Sag das mal einem 5-jährigen Kind, was du das findest. Ja, das Weißt du, die was ich meine? Games, Mann. Einfach ganz genial. Und etwas muss ich zu dem sagen, in dieser Kiste, mit diesen vielen NES-Cartridges, hat es eine Cartridge gehabt, die war goldig gewesen. Ui, du. Und ich habe Das sie ist nicht mal echt so. dürfen anlangen, weil es meinem Vater sein Zelda war. Okay? Nicht mal zuschauen habe ich dürfen, weil das nicht für kleine Buben ist. Ist das gewalttätig? Ja, eben, weißt du, was ich meine? Und vor allem hat er Angst gehabt, dass ich ihm einen Speicherstand würde löschen würde. Weil das ja unter anderem das erste Spiel war, wo eine Speichermöglichkeit hatte. Mega, Die mega. haben Ja. da extra noch einen Chip eingebaut, damit sie überhaupt speichern können. Weißt du, was ich meine? Hat eine Batterie drin, glaube ich sogar. Ja, ich glaube Mein schon. Vater hat Ja. immer Eben, das dass Gleiche du über seine überhaupt speichern VHS-Sammlung gesagt, aber ich weiß nicht, ob es einen anderen Zusammenhang gehabt hat. Wir lassen das mal rausstehen. Auf jeden Fall, ja, ich habe bis jetzt die goldige Cartridge noch nie gespielt. Ich habe The Wow. Legend of Zelda noch nicht einmal in einem Emulator gespielt. Aus einem Was? einzelnen Grund, lass mir zu, ich will die goldige Cartridge in meinen eigenen persönlichen NES reinschieben, abdrucken, Konsole anschalten und spielen. Ganz einfach. Bis jetzt, ich habe sie oft im Internet gesehen, aber überteuert. Aber es wird der Moment kommen, wo ich mir das gönne, mir das leiste und das Spiel. So viel dazu. Aber Und dein Vater, den kannst du nicht überschnorren, um da... ich weiß nicht, ich habe bis Game jetzt noch nicht darauf angesprochen. Ich weiß, er hat seine Sammlung, die ist Ja. ihm heilig. Er hat seine Ja. lustiges Tassenbuch-Sammlung seit dem ersten Band. Und Wow. das sind so die heiligen Sachen von ihm. Und Okay. wenn ich ihn das nächste Mal sehe, hauen mal drauf an, wenn er dann... Mach das. Ich Bring zeig das ihm dann- Papier ich- mit dem... Das könnte ein Ich weiss. Bonding-Moment sein, weißt du? Ich weiss, ich zeige ihm dann mein Zimmer und wenn er sieht, ich habe die NES, ich habe die SNES, die 64, alle Gameboys, alle Handheld aufgehängt an der Wand, vielleicht sieht er dann, dass mir das etwas bedeuten könnte und vielleicht will er mir ja einen Gefallen machen. Aber eben, Ich wenn meine, wir das, er hat uns gesehen, wenn wir zusammen Ocarina of Time gespielt haben und hat sogar darüber gemotzt, ja, als ich das gespielt habe, hast du noch nicht können Kostüm wechseln. ja eben, er hat es ja gar nicht so weit geschafft. Ja. Er hat, aber da komme ich später dazu. Ich möchte einfach noch ganz kurz die ganzen Erfahrungen, ich kann es nicht auf etwas beziehen. Für mich Ja. ist Gaming allgemein. Ich möchte einfach noch erzählen, mit etwa 6 habe ich meinen eigenen ersten Gameboy bekommen.
Kein Pocket, noch kein Collar, sondern der grosse Klotz, den ich kaum heben konnte. Und da habe ich Motocross Maniacs gespielt. Und das war so meine erste Multiplayer-Erfahrung mit dem Linkkabel, mit dem Vater zusammen. Wow. Da hast du auch das zweite können spielen. Und das ist genial. Und er ist zwar immer vorne ab und ich habe ihn nie mehr gesehen, aber man konnte das zweite spielen. Ist eben geil. Ja, eben zum Mario 3, die Welt und an sich, alles drum und dran, da hast du ja schon erwähnt, wie toll das ist beim Mario World. Das ist ja etwas das Gleiche, oder? Also so ein Geschicklichkeitsspiel, wo so viel Freude macht, kenne ich sonst nicht, außer Mario-Titel an sich so, bis dahin, okay? Gameboy, natürlich Super Mario Land 1, 2 und 3, wo eigentlich dann Wario Land war. Wie hast du das gefunden, Wario Land? Wario Land, ich bin glaube einer von den wenigen, die es einfach cool finden, nur schon wegen dem Sound. Ich habe das mit diesen Helm genial Der gefunden. Sound ist so gut gewesen. Ich habe das mit diesen Helmen, obwohl es alle gehasst habe ich das so toll gefunden. Und was ich gehört habe, ist, dass es das ist eine alles coole nur Idee ein gefunden. Theaterstück sei. Habt ihr das auch mitbekommen? Ich weiß nicht. Das ist Mario Bros. 2, wo ein Ist Theaterstück es ist. Mario Bros? Ist nicht Mario? Ist Mario gewesen? Nein, sorry, Mario Bros. 3. Mario Bros. 3 ist ein Theaterstück. Mario, ist nicht Mario gewesen? Ich wahrscheinlich den Laptop verkehrt Am umgekehrt. Anfang hat es ein... Weißt du, Weißt du, alles ist Kulisse mit Schatten hinten dran und so, musst auf das achten und es hat einen Vorhang am Anfang, es ist alles deutet auf das hin, dass es wirklich ein Theaterstück ist. Und darum fragen sich die Leute immer so, ist das ein Theaterstück, das sie für Peach aufführen, weil sie sonst einfach nicht irgendwie heiß wird auf den Mario, wenn er sie nicht retten muss zuerst. Aber das ist ein anderes Thema. Das sind die ganzen Fan-Stories und Game-Verschwörungstheorien. Genau, das wäre auch mal Erfolg wert. Urban Legends incoming, aber Ich weiß nicht, ob das unter Urban Legends geht. Aber ist ja gleich. Ja, weißt du, hey, wir haben jetzt schon eine Stunde voll. Ja, eben, Also, wir haben so viel zum drüber 40 Minuten über Ukulele, aber... Das war wichtig gewesen. Ja. Also, eben, eine wichtige Geschichte, die ich möchte erzählen, ist eine Geschichte von, wie ich zu Link's Awakening gekommen bin und was damit auch kaputt gegangen ist. Okay? Ah. Ja, und zwar, was bin ich da gewesen? Also 6, 7. Ich bin noch ein leichtgläubiger Bub gewesen. Er ist wieder leicht noch gläubig, also nein. Das lassen wir jetzt stehen, ob ich es jetzt noch bin oder nicht. Auf jeden Fall habe ich da gewusst, hey, es ist bald Ostern, und da habe ich meinen Papi gefragt, ja, was ist denn in meinem Nestli echt drin? Und er hat gesagt, ja, schreib doch einen Brief vom Osterhas. Und ich, okay, cool, ja. Und dann habe ich natürlich habe ich so ein Prospektchen durchgeschaut und dann habe ich dort irgendwie Zelda gesehen. Und ich habe mich mit dem Schriftzug natürlich bildlich daran erinnert, an die goldige Cartridge. Ja? Und gefunden, wow, das muss wichtig sein. Okay? Und dann habe ich etwa 5-mal das Spiel aufgeschrieben in dem Brief. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, du Papi, wo schickt man das jetzt an? Und dann hat er mir die Adresse buchstabiert. Was hat er buchstabiert? Eben, los jetzt. Und es ist eine abgeänderte Version von der Großmutter ihrer Adresse in Graubünden, in ihrem Hütli. Aha. Und da bin ich schon stutzig geworden. Dann habe ich gedacht, ja, am Osterhas und so. Und er hat einfach die letzten Buchstaben, weißt du, auslassen oder anders gemacht. Wahrscheinlich dachte ich, ja, der Böstler weiß nicht schon, wo das hingeht. Weißt du, was ich meine? Ja. So. Obwohl ich es dann, das Link's Awakening wirklich an dem Ort, hier an Ostern, haben wir das bei der Großmutter gefeiert, dort in den Bergen oben. Und dann habe ich das Spiel wirklich bekommen. Und dann war es zugleich die Freude über das Spiel und gleichzeitig der grosse Verlust und die grosse Erkenntnis, dass der Osterhas nicht gibt. Ja. Weil es war meine Großmutter gewesen. Dafür hast du ein Legend of Zelda bekommen. Ich meine, das ist ein recht Ja, guter mein Deal. erster eigener Legend of Zelda, wie Seine gesagt. Großmutter ist der Osterhas. Aber Raffi, seine Großmutter ist der Osterhase. Wow. Alle haben es das erste Mal gehört. Das ist... Hat sie Facebook? Ja, auf jeden Fall. Es war ja nicht so ein grosser Verlust gewesen, weil es ja eigentlich ziemlich schnell wieder gut gemacht worden ist, wo ich sehr schnell weißt du, was ich meine? Und dann ist alles gut gewesen. Ja, Dann hat ja. alles wieder gestummen für mich. Ja, und das sind dann x Nächte unter der Bettdecke mit Taschenlampe und Gameboy gewesen, wo ich da verbracht habe und wirklich Freude daran hatte. Ja, für die das nicht wissen, der erste Gameboy hat noch keine interne Beleuchtung gehabt. Ja, Das natürlich. war recht mühsam, weil du keine Taschenlampe dabei gehabt Es hat aber später hat so einen Aufsatz gegeben mit einem Oh, Vergrößerungsglas Oh Gott, und einem nein. Licht. Oh, das ist so schlimm. Aber so cool. Schlimm. Und das Boxensystem Nein, hat es ja, auch ja, gehabt. Ja.
Einfach furchtbar. Ja, und dann eben, was auch so lässig ist, sind so die 101 Spiele in einem Cartridge, weißt, Ja. wo jedes Spiel etwa 20 Mal mit anderem Namen drauf war, aber es war cool gewesen. Ja. Irgend so ein China-Produkt. So vielleicht dazu. Noch etwas möchte ich sagen zum eben das mit dem Nintendo 64 und Zelda haben wir vorher angesprochen gehabt. Genau, ja. Ja, genau, doch. Mein Vater hat sich's vorbestellt gehabt. So Ocarina of Time. Ja. Okay? Und an dem Tag, wo er es heimgebracht hat, habe ich blöd da und habe ins Zimmer hinter mir. So, der hat es angefangen anspielen. Ich wollte dabei sein. Und ich habe durch Schlüsselloch habe ich gesehen, wie so ein kleiner Bub sich auf dem Bett wälzt und einen Albtraum hat. Und dann hat er aufs WC müssen und hat gesehen, dass ich dort hocke. Also das ist... Ich habe den Prolog habe ich gesehen. Also von dem her. Okay, Ja. gut. Hast du noch mal eine Sache gesehen, mein Vater? Und zwar eine ist, der Game Boy Color. Den Game Boy Color habe ich bekommen auf Weihnachten. Ich habe 3/4 Jahre müssen warten, weil noch nicht Weihnachten war. Oh nein. Oder? Und mein Vater hat... Was, er hat ein 3/4 Jahr im Voraus gekauft? Lass jetzt, mein Vater ist jeden Abend im Schlafzimmer plötzlich früher schlafen, hat er sich aus der Verpackung genommen und hat damit ausführlich getestet, ob das etwas Gutes für seinen Bub ist. Vergangenheitsbewältigung mit den Nerdy Birds. Dein Ja. Vater, Mann, hoher Schlitzohr. Geil, ja, weil vorgenommen muss ich es ja haben. Mhm. Ja, so viel dazu. Und dann ist natürlich noch die tolle Geschichte mit dem Gamecube, mit dem Chris und mir, wo wir ja schon mal drüber geschwätzt haben in der ersten Folge. Genau. Aber das sind so die ersten Berührungen. Ich habe glänzige Äugel, wenn ich daran denke. Und Hühnerhut. Und Hühnerhut. Und ich muss sagen, ich spiele jetzt auch noch wirklich sehr oft, sehr gern auf der alten Konsole. Ich habe mir es zu meinem Lebensauftrag gemacht, all die Spiele und Konsolen, die ich jemals gespielt habe, wieder im Besitz zu haben. Mir fehlen noch ein paar Exemplare, aber ich bin schon sehr gut dabei. Eben, Es gibt Sachen, die wichtiger sind als Geld. Genau. Ja, Hey, ich habe zum letztens Beispiel im Nintendo Internet Games und Konsolen. C64 gesehen, die hat einen für 40 Stutz reingetan. Und der Doppel. ich habe gedacht, du nicht der gleiche. Bleib eiskalt. Mach so Pokerface, weißt du? Dann habe ich in den letzten paar Minuten, okay, die Zeit läuft ab, jetzt bietest du. Ja? In der letzten... Und plötzlich ist es ums 10-fache noch verstanden. In der Ja, letzten ja. elenden Sekunde ist einer gekommen, der es gerafft hat und der gesehen, dass ich habe geboten. Dann habe ich genau gewusst, jetzt oder nie. He? In den letzten verfluchten Moment drückt einer auf 400, weiss nicht was, Franken rauf. Okay, Wow. ich werde in meinem ganzen Leben keine 400 Franken aufs Mal in der Hand haben. Ausser wir machen Patreon und ihr unterstützt uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ermöglicht mir den Das ist Traum. vielleicht noch ein bisschen früh, Andi. Hey, ganz im Ernst, es geht um... Wisst ihr was, vergessen das. Schickt mir einfach das Geld gerade für die C64. Ich liebe euch. Jedenfalls, hey, das ist der schmerzhafteste Moment von meiner Gamer-Karriere gewesen, sehr wahrscheinlich. Kann man gut vorstellen. Ja, was sind wir stehen geblieben? Eben, wenn man so zurückdenkt, ist es eigentlich wirklich toll, wie wir alle zusammen zum Gamen gekommen sind, was wir miterlebt haben. Wie gesagt, Gamen ist nicht einfach stumpf vor einem Fernseher oder vor einem Handheld zocken und irgendwelche Knöpfe drücken, sondern es entstehen mit der Zeit emotionale Verbindungen, es entstehen Freundschaften, bleibende Freundschaften, gell Chris? Ja, so Eben. ist es. Und Freundschaften, die über 15 Jahre hinweg können. das ist schon krass stark bleiben. eigentlich. Ja, Mann. Und das ist alles nur wegen Zelda. 2001. Krass. Seit Das ist schön. 2001. Das ist wirklich toll. Nein, an alle da draußen, die finden, Gamen ist auf der doofe Zeitbeschäftigung, die sollen unseren Podcast gar nicht hören. Ich glaube Und- kaum, dass jemand das lässt, Bis dahin. wo Games scheiße findet. Und ja, da würde Aber ich was jetzt sicher sagen, wichtig ist, zu sagen, tönt mit euren Freunden gamen, tönt mit eurer Ja. Familie gamen, tönt mit euren Kindern gamen, tönt mit euren Eltern gamen. Versucht das Hobby zu teilen mit den Leuten. Es Ja. ist so etwas Schönes und es ist so etwas so Tolles, was euch zusammenbringen kann. Es ist so einzigartig. Es ist nicht wie ein Buch, es ist nicht wie ein Film. Es ist eine Kombination aus allem Es Möglichen. ist eine Es Kunstform, kann es ist eine Leute- verdammte Kunstform. Ja. Hey, wenn ihr heute schaut, es regt mich so auf, wenn es zum Teil heute noch heisst, ja, ihr Gamer verschwendet eure Zeit, macht etwas Gescheites, geht raus. Ja, ich gehe ja raus, Mann. Aber wenn es regnet, werde ich nicht nass, weil es draussen ist, vor mir, weißt du. So, und es ist so, wenn du heute anschaust, der Soundtrack, zusammen mit der Grafik, mit der Story, und es gibt Games, wo einfach die Story an jeden Hollywood-Streifen ankommt, ohne Problem. Und
du bist gleich interaktiv mit drinnen, beeinflusst das. Und das ist ein Erlebnis, das dir einfach nichts geben kann. Wenn du darauf einlässt, du musst halt dort anhocken und sagen, okay, ich befreie mich von allen Vorurteilen, hock an und lass mich auf eine Welt ein und du kannst etwas erleben. Eben, wie gesagt, eine Story, wenn du den Soundtrack dazu in den Ohren hast und die Geräusche vom Regen, von irgendwelchen Viechern, die viel bögen und was auch immer. Das ist etwas, was in einem Buch, und ich liebe Bücher wirklich, aber das kannst du nicht noch jemand anders herholen, auch einen Film nicht, weil dann schaust du passiv zu und dann gibt es Spiele, die so einen Tiefgang haben, wo, mich hat das Spiel geprägt, ich meine, Leisure Suit Larry, weißt du, was ich meine? Da gibt es so einen super Spruch, und zwar I am a gamer, not because I don't have a life, I choose to have many. Genau. Und das ist doch eigentlich ein super Ort zum Aufhören für heute, oder? Ja. Toll. Ich habe noch etwas, ganz kurz. Ja, verabschieden willst du? Es gibt eine Schleimpilzart mit 13 verschiedenen Geschlechtern. Jetzt können wir uns verabschieden. Oh weh, Mann, darf ich das rausschneiden? Ich hätte raus müssen. Nein. Mach's einfach. Auf jeden Fall, es war wieder mal toll gewesen, dass ihr dabei sind. Vergessen nicht, unsere neue Soundcloud-Seite, die jetzt im Umlauf ist, auch zu liken. Followt uns, teilt euch mit. Und bleibt dabei, wenn es nächstes Mal wieder heisst Nerdy Birds. Wow. Ade. Bleibt sexy. Ciao zusammen.